Wieso ist Gott geduldig mit uns? Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, erzählt Jesus eine Geschichte. Das Gleichnis vom Unkraut im Weizen und erklärt uns damit, wieso Gott geduldig ist mit uns. Zuerst hören wir auf die Worte von Jesus in der Elberfelder Übersetzung, die ich auf Hochdeutsch vorlese, und sehen dazu noch Bilder von einem australischen Zeichner. Ein anderes Gleichnis legte Jesus ihnen vor und sprach, also mit ihnen ist die Volksmenge gemeint. Ein anderes Gleichnis legte Jesus der Volksmenge vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproßte und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Schaut mal, wie der verschrickt, dass es auch Unkraut dazwischen hat. So macht er. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Zum Glück haben die Jünger von Jesus nachgefragt. Sonst hätten wir vielleicht die Deutung von dem spannenden Gleichnis gar nicht in der Bibel. Jesus aber antwortete und sprach: Je nach Zählweise hat Jesus zwischen 40 und 74 Gleichnisse erzählt, die in der Bibel aufgeschrieben sind. Es kommt darauf an, was man unter einem Gleichnis versteht, ob es halt eine längere Geschichte ist oder nur ein einziger Satz. Wegen dem ist es nicht ganz klar, also sozusagen zwischen 40 und 74. Und das Spezielle ist, dass Jesus selber nur 2 von diesen 40 Gleichnissen erklären. Das eine ist das vom vierfältigen Acher. Das haben wir zusammen vor 3 Wochen zusammen angeschaut. Und heute schauen wir das an vom Unkraut unter dem Weizen. Wieso machen wir das? Wir fangen zuerst mit den Gleichnissen anfangen, wo Jesus selber erklärt. Also quasi ein bisschen vom Einfachen zum Schwierigen gehen wir vor. Weil bei den anderen Gleichnissen, die er nicht erklären, dann müssen wir dann selber mit der Bibel kombinieren, müssen wir Gott fragen, im Gebet müssen wir überlegen, was sie bedeutet. Und das tut er selber erklären. Schritt für Schritt wird Gott mit uns mitgehen und uns erklären, was auch die anderen Gleichnisse bedeuten. Bei dem Gleichnis gibt Jesus uns 7 Vergleichspunkte an, wie wir sein Gleichnis sollen verstehen. Die Zahl 7 ist nicht zufällig, denn sie ist die Lieblingszahl von Gott. Die Zahl 7 taucht in der Bibel oft auf und bedeutet Vollkommenheit, Vollständigkeit. Eben zum Beispiel 7 Tage hat unsere Woche. Jetzt gehen wir auf die 7 Vergleichspunkte Schritt für Schritt ein. Der erste Vergleichspunkt lautet, und ich zitiere immer Jesus, die Deutung von Jesus, wenn er sagt: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Sohn des Menschen, das ist ein Begriff aus dem Prophetenbuch Daniel im Alten Testament. Jesus hat sich bewusst amix der Sohn des Menschen
genannt oder Menschensohn, weil zu seiner Zeit der Titel Messias ist politisch aufgeladen war. Die damaligen Juden haben gemeint, dass der Messias vor allem wird die Römer mit Gewalt aus Judäa verscheuchen, vertreiben. Also der Messias ist ein politischer Titel damals. Aber Jesus ist vor allem gekommen, um unsere Schuld zu tragen und zu vergeben, damit wir ins Reich von Gott hineingehen können. Jesus ist der Seimann. Er sagt den guten Samen raus. Das Gleichnis zeigt uns, wer Jesus ist. Jesus ist aktiv. Er geht auf uns Menschen zu. Er ist bewusst in unsere Welt gekommen, um uns die Liebe von Gott zu zeigen. Zweitens erklärt Jesus, der Acker aber ist die Welt. Beim eigentlichen Gleichnis hat Jesus erklärt, einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Dabei ist das Possessivpronomen «seinen Acker» ist mir ins Auge hineingestochen. Das heisst, die ganze weite Welt gehört Jesus. Das ist eine Überraschung. Die ganze Welt gehört Jesus. In einer perfekten Welt, in einer idealen Welt, wäre jetzt schon das Ende der Geschichte gekommen. Im Sinne von, die Welt gehört Jesus, er besucht uns Menschen und dann ist gut. Aber im Johannesevangelium lesen wir etwas Ähnliches. Dort heisst es, Jesus kam in das Seine, das heisst in seine Welt, und die Seinen, also seine Menschen, nahmen ihn nicht an. Also Jesus kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist wie mit anderen Worten das Gleiche eigentlich ausgedrückt. Aber weil wir alle eine Verantwortung tragen, geht die Geschichte jetzt noch weiter. Der dritte Vergleichspunkt lautet, der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Jesus verwendet hier den Begriff Söhne des Reiches. Das ist ja ein männlicher Begriff, männliche Konstruktion, aber er meint damit die Kinder des Reiches. Das bedeutet alle, die an ihn glauben. Also natürlich auch Frauen und Kinder sind damit gemeint. Aber der Vereinfachung halber tut er einfach von den Söhnen des Reiches reden. Also Jesus sagt alle, die an ihn glauben, in die Welt hinein. Der vierte Vergleichspunkt ist, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Auf dem nächsten Bild sehen wir das Bild mit dem Weizen links und mit dem giftigen Taumellolch rechts. Auf den ersten Blick sind die gar nicht voneinander zu unterscheiden. Der Taumellolch ist auf Latinisch Lolium temulentum, der wird auch Rauschgras oder Schwindelweizen genannt. Oder sogar Tollgerste, Tollkorn. Also der Name ist sehr sprechend, weil oft befällt den giftigen Pilz das Unkraut. Und früher ist die Pflanze, der Taumellolch, auf Getreideäcker gewachsen und ist über das Mehl, das gemahlene Mehl, dann in die Nahrungskette der Menschen gelangt. Und durch den Genuss vom so verunreinigten Mehl ist es zu Vergiftungserscheinungen gekommen, wie Schwindel, eben Taumel, Sehstörungen, also Bauchweh, Blindheit, in seltenen Fällen sogar bis zum Tod. Heutzutage müssen wir aber keine Angst mehr haben vor dem Taumellolch, weil heutige Pestizide, also Herbizide, den Taumellolch vernichten. Und das Getreide wird im Vorhinein besser gereinigt. Also Jesus nimmt hier einen Vergleich aus der Landwirtschaft. Er sagt, die Söhne des Bösen, das sind alle Menschen, die sich hartnäckig weigern, an Jesus zu glauben, obwohl er sie liebevoll dazu einladen. Jesus zeichnet hier in dem Gleichnis sehr stark schwarz-weiß. Das macht er bewusst, um uns aufzurütteln und uns mit ernstesten Worten in seine Nachfolge einzuladen. Ein paar Zeitgenossen, wenn wir vielleicht die Geschichte das erste Mal hören, oder? Also ein paar Zeitgenossen, ist die Geschichte wahrscheinlich zu drastisch, zu pointiert, zu schwarz-weiß gezeichnet. Doch am Ende von unserem Leben entscheidet sich unser ewiges Schicksal, ob wir an Jesus glauben oder nicht. Dazu sagt Jesus dann später noch mehr. Der fünfte Vergleichspunkt ist, der Feind aber,
der das giftige Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Mit diesen Egelfiguren sehen wir hier vorne treffend dargestellt, wie der Find von Gott, das ist Satan, der Teufel, sich listig tut in Gottes Ackerfeld hineinschleichen, tut sich verstecken hinter einem grossen Stein und dann sein giftige Unkraut säen. Jesus erklärt im Johannesevangelium etwas ganz Ähnliches. Der Dieb, das heißt der Teufel, kommt nur, um zu stehlen, um zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie, das sind alle, die an ihn glauben, das Leben haben und es in der Fülle, in Überfluss haben. Also Jesus zeigt hier ganz klar den Unterschied zwischen dem Teufel und ihm. Dann der zweitletzte und sechste Vergleichspunkt ist, die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters. Erst am Ende, am jüngsten Gericht, wird Gott den Weizen vom giftigen Unkraut trennen. Wir haben eher das Sprichwort Spreu vom Weizen trennen, das ja in der Bibel auch vorkommt. Erst am Schluss werden wir sehen, wer im Himmel ist und wer in der Hölle wird sein. Der siebte und letzte Vergleichspunkt. Die Schnitter aber sind Engel. Also die Engel helfen Gott beim Gericht üben. Jesus erklärt dann noch weiteres über Himmel und Hölle und erklärt, wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen, das heißt Jesus, wird seine Engel aussenden. Auch hier haben wir wieder das kleine Wort «seine Engel». Nicht einfach die allgemeinen Engel, sondern seine Engel. Und das heisst, auch bei dieser Geschichte, es geht um jedes Wort, dass wir auch Acht geben auf jedes Wort. Und das bedeutet, wenn Jesus seine Engel schicken, bedeutet das, dass er selber Gott ist. Also für mich ist das immer so spektakulär, oder? Dass Jesus gleichzeitig können Mensch und Gott sein. Also Jesus schickt seine Engel. Und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die Gesetzloses tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Jesus redet von Fallstricke. Auf Griechisch ist das Wort Skandal. Und Skandal bedeutet im Zusammenhang von der Bibel, wenn wir uns ärgern an Jesus. Also wenn wir eigentlich hässig sind auf Jesus. Obwohl er uns ja liebt und uns unsere Schuld vergeben hat. Also Jesus wird eben seine Engel aussenden und dann werden die alle aussondern, die nicht an ihn glauben, und diejenigen, die Gesetzloses tun, also die Böses machen, und werden sie in den Feuerofen werfen. Jesus beschreibt dort die Hölle mit dem Vergleich, die ewige Gottesferne. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das sind Symbole vom Schmerz und von der Hoffnungslosigkeit. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Jetzt kommt der Kontrast, wo Jesus sagt, alle, die an ihn glauben, werden im Himmel ewig leuchten und wie die Sonne strahlen in der Mittagspracht. Gott wird unter euch sein, der Erschaffer vom Licht. Keine Dunkelheit wird mehr sein. Das eigentliche Gleichnis hat ja Jesus geschlossen mit diesen Worten: Den Weizen, also das heisst Menschen, die an ihn glauben, aber sammelt in meine Scheune. Jesus sammelt uns in seiner Schür. Und anstatt Schür kann man auch übersetzen Lager, Speicher. Auf Griechisch heisst das Wort Apotheke. Und Apotheke erinnert uns ja heute an etwas anderes. Also Jesus heilt uns auch. Entweder er heilt uns jetzt schon auf dieser Welt oder spätestens im Himmel, in der Ewigkeit. Wer Ohren hat, der höre. Am Schluss tut Jesus noch, es ist ein sehr ernstes Gleichnis, das ist klar, am Schluss sagt Jesus noch, wer Ohren hat, der höre. Das ist ein humorvoll, ernsthafter Aufruf von Jesus, weil die meisten Menschen auf dieser Welt haben ja physisch gesehen 2 Ohren, aber wir sollen geistlich hören auf die Worte von Jesus und sollen sie in unserem Leben beachten.
Was ich neu gelernt habe durch die intensive Beschäftigung mit dem Gleichnis im griechischen Original, es tauchen viele Zitate und Anspielungen aus dem Alten Testament auf, besonders aus dem Prophetenbuch Daniel. Und das habe ich vorher noch nicht gewusst und wegen dem habe ich für uns eine Liste erstellt. Der Prophet Daniel hat geschrieben: Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen, das heißt Jesus. Und er kam zu dem Alten an Tagen, zu Gott Vater, und man brachte ihn vor ihn. Mit dem Begriff Sohn des Menschen zeigt uns Jesus, dass er von Gott herkommt. Gleichzeitig ist es auch ein demütiger Begriff. Er hätte können sagen, ich bin der Sohn von Gott. Aber nein, er verwendet stattdessen den Begriff Sohn des Menschen und humorvollerweise bedeutet das Gleiche. Das ist auch wieder biblischer Humor. Also Jesus redet vom Sohn des Menschen, der von Gott herkommt. Aber Jesus sagt mit Sohn des Menschen, dass er der Sohn von Gott ist. Und das ist der feine Humor von Jesus, der aber verlangt, dass wir das Alte Testament kennen und dass wir die Stelle kennen aus dem Daniel-Buch. Das Daniel-Buch, Kapitel 3, schildert eine Geschichte, wie die 3 Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego, in den Feuerofen geworfen werden, weil sie sich geweigert haben, das goldige Standbild vom heidnischen König Nebukadnezar anzubeten. Und dort heisst es: Wer aber nicht niederfällt und das goldene Standbild anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Jesus zitiert jetzt die Worte aus dem Prophetenbuch Daniel: in den brennenden Feuerofen geworfen werden, in seinem Gleichnis. Das macht er, um uns die Ernsthaftigkeit von seiner Geschichte vor Augen zu führen. Übrigens lautet das griechische Wort für Ofen lautet Kamin. Habe ich auch wieder etwas Neues gelernt. Im letzten Kapitel vom Daniel-Buch gibt es einen Ausblick auf den Himmel, die ewige Herrlichkeit. Dort heißt es: Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Und auch das tut Jesus zitieren in seinem Gleichnis, oder macht eben eine Anspielung, wenn er sagt, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Er sagt, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Und auch im Richterbuch, Kapitel 5, heisst es ein bisschen kürzer und ähnlich wie in dem Lied, das wir vorher gesungen haben: Aber die, welche Gott lieben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Also wir sehen, Jesus nimmt mehrere Anspielungen aus dem Alten Testament zusammen, die dann eine neue Bedeutung geben, die Bedeutung vertiefen. Ich komme zum Zwischenfazit. Die Zitate und Anspielungen ans Alte Testament zeigen uns, dass Jesus die Bibel sehr gut kennt hat. Und wenn auch wir die Bibel sehr gut kennen, dann hilft uns das, in den Stürmen von unserem Leben Gott treu zu bleiben. Weil wir uns dann daran erinnern, dass Gott uns liebt. Auch wenn wir das nicht immer gleich fest spüren. Gott wird das gute Werk, das er in uns angefangen hat, wird er auch vollenden, zu seiner Ehre, wie es im Philipperbrief heisst. Und die Bibel zeigt uns auch, wir dürfen in allen Situationen aus tiefstem Inneren dürfen wir mit Gott reden, im Gebet und ihm alles sagen, was uns beschäftigt. Wir kommen zu dieser anfangs gestellten Frage zurück. Wieso ist Gott geduldig mit uns? Weil er uns Zeit gibt, damit wir zu ihm umkehren können. Falls Gott sofort alles Böse aus der Welt würde wegschaffen, dann müsste er auch uns vernichten. Aber Gott will das nicht. Er liebt uns und will uns retten. Wegen dem hebt er seinen eigenen Zorn über unsere Sünde, hebt er zurück, noch bis zum jüngsten Gericht.
um im Bild zu bleiben, wenn wir die Liebe von Jesus in unserem Leben ergreifen, dann verwandelt uns Gott von dem schlechten, giftigen Lolch, Unkraut, in den wertvollen Weizen. Es geht um eine radikale, totale Transformation, eine Verwandlung von unserem Herz, von unserem Innersten, von unserem Willen, eine Erneuerung von unserer Herzenshaltung. Dank Jesus sind wir eine neue Schöpfung, heisst es im 2. Korintherbrief 5,17. Und wir müssen auch keine Angst mehr haben vor dem jüngsten Gericht, von dieser Weltvollendung, weil wir wissen, Jesus hat unsere Strafe, unsere Schuld getragen. Doch wie der Weizen Zeit braucht, um zu wachsen, brauchen auch wir Zeit, um in unserer neuen Identität als Heilige, als Jesus-Liebhaber zu wachsen und zu gedeihen. Das ist ein lebenslanges Lernen. Theologisch gesprochen, der Prozess der Heiligung, der braucht Zeit. Wir sterben unserer Sünde immer mehr ab und unsere Liebe zu Jesus wächst Tag für Tag. Der Prozess ist oftmals aber auch sehr schmerzhaft, wenn wir liebgewonnene, aber sündige Verhaltensweisen loslassen müssen. Doch Jesus zeigt uns, dass sich das ewiglich wird lohnen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Amen.